Herzlich willkommen, liebe Leute, für bei Blick auf Europa. Eine Sendung, wo wir heute hier von Brüssel, wo wir ein Mini-Plänier hatten, wo wir ganz viel über Bayern sucht, Bayern sterben. Und ich profitiere von der Gelegenheit, für ein zurückzukommen auf das Thema. Ich hatte mit meinem belgischen Kollegen, dem Pascal Arimont, hatte ich eine Sendung, eine große Konferenz am Oktober 2016. Und ich begrüße ihn dann noch auf dem Plateau, da gehen wir auf die Konferenz zurück und dann auf das, was Neues gibt. Pascal, ich grüße dich, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du mitmachst. Sehr gerne. Aufs Neue mitmachst, du warst ja schon dabei. Ich habe kurz einen Rückblick gemacht auf unsere Konferenz in St. Vith. Ich habe das verstanden. Okay, du bist ja sozusagen ein fast Luxemburger. Ein fast Luxemburger, ganz nah an der Grenze. Genau. Und wie geht's jetzt? Gibt es da neue Erkenntnisse? Hat unsere Konferenz trotzdem eine Nachfolge gebracht, sowas gebracht als im Sinne von Nachhaltigkeit? Wie sieht das aus? Ja, ich glaube, wir haben heute ja einen Bericht auch abgestimmt, wo es ausschließlich um Bienen ging. Was, glaube ich, eine Neuigkeit ist und was auch sehr gut war, denn man richtet den Fokus wirklich auf dieses Problem, was besteht. Ich glaube, die mediale Aufmerksamkeit ist darauf aufmerksam geworden, weil es immer mehr Berichte gibt, die bestätigen, dass es ein Problem gibt mit den Bienen, mit den Wildbienen. Und wir hatten damals die Veranstaltung genannt, die Biene stirbt der Mensch. Das ist etwas, was bei den Menschen auch hängen geblieben ist, beziehungsweise was ihnen auch Angst macht. Wenn die Biene tatsächlich in dem Maße stirbt, wie man das jetzt in wissenschaftlichen Berichten nachgewiesen hat, dann könnte das tatsächlich unser Ökosystem, die Artenvielfalt in Gefahr bringen. Und das merken immer mehr, auch immer mehr Politiker. Das rückt so ein bisschen ins Zentrum des politischen Tagesgeschäftes und dementsprechend hat man jetzt auch vor, dieses Problem tatsächlich anzugehen. Wir haben diesen Bericht heute abgestimmt. In diesem Bericht werden verschiedene Maßnahmen beschrieben, die man nehmen muss oder die man treffen muss, damit man wird das nicht von heute auf morgen lösen können, dieses Problem, aber dass man zumindest das im Kopf hat, im Fokus hat und die kleinen Schritte und danach die großen Schritte unternehmen muss, damit die Biene nicht ein gefährdetes Tier wird. Du hast schon darauf hingewiesen, auf diese Biodiversität, diese Artenvielfalt. Wirtschaftlicher Aspekt ist auch wesentlich, sage ich mal. Ist eigentlich auch nicht das, was die Leute so beschäftigt. Die Leute beschäftigt wirklich die Natur, das Leben der Bienen und die Bedrohung durch das Aussterben. Jetzt gibt es viele Gründe, die zum Aussterben der Bienen führen. Kannst du vielleicht so ein paar aufzählen? Es gibt, glaube ich, so 3 große Gründe, die dazu führen, dass gewisse Bienenarten wegsterben. Das erste ist, dass wir einen Klimawandel erleben, der zu einer Veränderung der Lebenssituation der Biene führt. Die Bienen sind sehr sensibel zu dem Umfeld, in dem sie leben. Und wenn dieses Umfeld sich über eine Klimaveränderung ändert, dann kommen die Bienen damit nicht zurecht. Das ist ein Grund. Der zweite Grund liegt darin, dass unsere Landwirtschaft sehr intensiv geworden ist und in einigen Strecken Europas es tatsächlich so ist, dass nur eine einzige Pflanze mehr angepflanzt wird. Und das ist Monokultur. Und man vernachlässigt auch, den Bienen den Lebensraum zu geben, den sie brauchen, um zu leben und auch ihrer Aufgabe nachzukommen. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund ist etwas, was in den letzten Jahren erst untersucht werden konnte. Das sind die Pestizide, die auf diesen Monokulturen teilweise, aber auch im Privatgebrauch benutzt werden. Diese Pestizide, die sogenannten Neonicotinoiden, haben eine Wirkung auf Bienen. Das hat man jetzt, oder immer mehr weist man das wissenschaftlich nach, dass dem so ist. Diese Woche kam ein weiterer Bericht der Europäischen Lebensmittelagentur in die Presse, die nachgewiesen hat, oder beziehungsweise die Studie hat nachgewiesen, dass 3 von diesen Neonicotinoiden tatsächlich negative Wirkung auf das Leben der Bienen haben. Und all das führt dazu, dass tatsächlich ein Teil der Wildbienen wegsterben.
und dadurch das Ökosystem sondern sehr bedroht wird. Man muss wissen, und die Zahlen sprechen für sich, dass 76% der Lebensmittel, die wir in Europa konsumieren, dadurch erst entstehen, dass eine Biene sie bestäubt. Das muss man wissen, 76% aller Lebensmittel. Ja, wenn das wegfällt, wenn diese Bestäubung wegfällt, die automatische, die wir mit den Bienen haben, das ist ja ein Gratis-Service, den die Bienen uns geben, wenn das aber wegfällt bzw. bedroht wird, dann müssten wir das selbst machen. Das gibt es schon in China, das gibt es teilweise in den Vereinigten Staaten. Das kostet enorm viel Geld und ist nicht wirklich das, wie ich mir die Natur vorstelle. Ne? Aber diese Zahl, also man hat das auch mal errechnet, dass die Biene einen Gratis-Service für unsere Wirtschaft in Höhe von 14,2 Milliarden Euro pro Jahr uns gewährt, uns gibt und schenkt. Dementsprechend hat man nicht nur ein Interesse aus Tierliebe, dass die Biene geschützt ist und bleibt, auch aus wirtschaftlichem Interesse, aber auch aus landwirtschaftlichem Interesse. Der Landwirt wird danach diese Arbeit selbst machen müssen, wenn die Biene es nicht mehr tut. Also hat jeder Interesse, dass wir die Biene besonders gut schützen. Das ist aber auch ein Symbol, finde ich, für die Art und Weise, wie wir mit der Natur umgehen. Und in diesem Bericht, den wir heute Morgen verabschiedet haben, werden auch diese 3 Aspekte ganz klar benannt. Zum Ersten, dass wir in der Landwirtschaft die Gelder, die wir in die Landwirtschaft stecken, ein bisschen mehr konzentrieren müssen auf den Schutz der Lebenswelt der Biene. Zum Zweiten müssen wir das, was verboten ist oder verboten werden muss an Pestiziden, tatsächlich auch verbieten. Das ist ganz wichtig, dass diese Neonicotinoiden, die im Moment noch verboten sind, dass diese auch verboten bleiben und all das, was an Pestiziden tatsächlich bienenschädlich ist, dass man diese Dinge ganz einfach verbietet. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, der in dem Bericht angesprochen wird. Das ist aber eher für den Honigbereich, würde ich sagen, für die Honigindustrie, für die Honiglandwirtschaft. 20 bzw. 40% des in Europa zu sich genommenen Honigs oder konsumierten Honigs stammt aus Ländern, die nicht der EU angehören. Zum Beispiel China. 20% des in Europa konsumierten Honigs kommt aus China. Und da fehlt uns eigentlich die Kontrolle. Es gibt eine Richtlinie bzw. einen europäischen Text, der sagt, wie Honig auszusehen hat, der in Europa konsumiert hat. Es darf kein Zusatzstoff in Honig gelangen. Das, was aus China kommt, und das hat man bei Kontrollen vermehrt festgestellt, beinhaltet aber Zusatzstoffe, beinhaltet Dinge, die in den Honig nicht reingehören. Weil dem so ist, kann man den Honig dort auch viel billiger produzieren. Das führt dazu, dass dieser Honig, der aus China kommt, viel billiger ist als der Honig, der in Europa produziert wird. Wobei dieser Honig gar nicht in Europa verkauft werden dürfte. Das führt dann dazu, dass man die Kontrollen verstärken muss, dass man den Honig, der aus China importiert wird, kontrolliert werden muss. Wenn man das machen würde, wäre ganz viel Honig, der hier konsumiert wird, gar nicht auf dem Markt. Das heißt, man hat eigentlich hier mit diesem Import aus China 2 Probleme. Erstens mal für die Imker, eine große Konkurrenz, unfaire Konkurrenz. Und zweitens auch für den Verbraucher nicht die Qualität, die wir innerhalb von Europa herstellen, gewohnt sind. Und dieses Problem müssen wir angehen. Ja. Du hast das Stichwort Pestizide gebraucht. Ich versuche jetzt gar nicht diese Neonicotinoide. Sehr gut. Ist trotzdem gelungen. Ja. Ich wollte das eigentlich nicht versuchen, da ich immer dabei ins Stottere gerate. Aber wir haben ja jetzt auch so einen Sonderausschuss eingesetzt. Ja. Wir kommen vielleicht noch dazu. Erstmal noch ein Punkt aus dem Bericht. Da gibt es ja auch viele Forderungen nach verstärkten finanziellen Geldmitteln, die auch wiederum in die Forschung fließen sollen. Kannst du vielleicht da was dazufügen oder hast du schon... Es muss zunächst mal wissenschaftlich bewiesen werden und die Tatsache, dass es so ist, glaube ich, bestreitet niemand. Aber in welchem Maße muss wissenschaftlich bewiesen werden, ob es überhaupt ein Bienensterben gibt. Dass es eins gibt, glaube ich, bezweifelt niemand mehr. Aber es ist wichtig, dass die Wissenschaft dass die Daten sammelt in ganz Europa, wie das aussieht. Ja. Dann muss die Wissenschaft sich darum kümmern, wie man dieses Bienensterben, wenn es denn da ist, was niemand bezweifelt,
wie man das angehen kann, damit es rückgängig gemacht werden kann. Die Wissenschaft, es gibt zum Beispiel auch, ich habe eben einen Grund vergessen, warum auch Bienen sterben. Das sind zum Beispiel ist die Varroa-Milbe ein Grund, weshalb viele Bienenstöcke vernichtet worden sind. Auch das ist etwas, was die Wissenschaft eine Hilfe geben kann, dem Imker eine Hilfe geben kann, wie man das besser noch bekämpfen kann. Die Wissenschaft muss auch belegen, welche Pestizide, welche künstlich hergestellten chemischen Mittel für die Biene eine Gefahr darstellen kann. Ich weiß, dass die Wissenschaft beziehungsweise dass diejenigen, die diese Produkte herstellen, sich etwas schwer damit tun, einen solchen Beweis selbst zu bringen. Deswegen muss es eine objektive Wissenschaft von außen beleuchten. Und dementsprechend muss dieses Geld tatsächlich so orientiert werden, dass es diese wissenschaftlichen Studien gibt. Richtige Ziel ankommt. Objektive Studien gibt, die mit faktenbasiert arbeiten und die uns dann auch als Gesetzgeber die Möglichkeit gibt, Dinge zu orientieren, Produkte zu verbieten oder nicht zuzulassen, damit wir die Gefahr, die da tatsächlich besteht oder zu bestehen scheint, damit die verringert werden kann. Das ist ja eigentlich unser größtes Problem. Das heißt, wir haben eine Wahrnehmung, diese beruht sehr viel auf Gefühl, auf Emotionen und das müssen wir ganz klar in Zahlen fassen, um dann auch Gesetzgebung zu tätigen. Es hat jetzt, wenn ich das noch sagen darf, vor kurzem eine Feldstudie in Deutschland gegeben, über 20 Jahre lang. Hat man die Tiere gezählt, es war eine besondere Gattung von Tieren. Und da hat man festgestellt, dass innerhalb von 20 Jahren der Bestand dieser Tiere um fast 80% zurückgegangen ist. Diese Studie wird auch durch niemanden bestritten. Ja. Aber die Zahl macht Angst. Und wenn wir da nicht gegenwirken und wenn wir da nicht Maßnahmen ergreifen, die dem entgegenwirken, dann bringen wir unser ganzes System zu Fall. Absolut. Und dem müssen wir tatsächlich vehement entgegentreten. Vielleicht noch ein Wort zum Sonderausschuss, Pestizide. Du bist dabei, du bist für die EVP Mitglied in diesem Ausschuss, der in Kürze zum ersten Mal tagen wird. Was wird die Aufgabe? Was werden Sie besonders unter die Lupe nehmen? Welche Gebiete? Also dieser Sonderausschuss ist ins Leben gerufen worden, weil es bei der Zulassung von Glyphosat zu, sage ich mal, Zweifeln gekommen ist, inwiefern das, was man dort als objektive Tatsachen zur Beurteilung braucht, ob das tatsächlich objektiv war. Das war ja auch eigentlich ein politisches Trauerspiel. Es war ein politisches Trauerspiel, das liegt aber vor allen Dingen darin begründet, dass das Verfahren, wie in Europa Pestizide bzw. Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln zugelassen werden, in meinen Augen nicht perfekt geregelt ist. Das ist sehr kompliziert geregelt. Wir als Parlamentarier haben nicht die Möglichkeit, Ja oder Nein zu einer Zulassung zu geben. Das macht ein Expertengremium, in dem Experten von jedem Mitgliedstaat sitzen. Die haben die Möglichkeit, eine Zulassung zu gewähren oder nicht, mit gewissen Mehrheiten. Und wenn dieses Gremium aber keine Mehrheit findet, dann kann die Kommission als letzte Instanz eine Zulassung geben oder auch nicht. Ich finde nicht, dass es die Rolle der Kommission ist, eine solche Zulassung zu geben. Und man muss sich auch die Frage stellen, ob die Berichte, die diesem Expertengremium zur Beurteilung vorlagen, ob diese Berichte tatsächlich alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die zum heutigen Zeitpunkt vorliegen, mit berücksichtigt haben. Es gab die Behauptung, dass man so ein bisschen in eine Richtung die wissenschaftliche Berichte geschrieben hat, beziehungsweise die Berichte, die zur Beurteilung danach zusammengefasst worden sind. Und eben das muss dieser Untersuchungsausschuss oder dieser Sonderausschuss jetzt mal unter die Lupe nehmen, inwiefern diese Prozedur, inwiefern diese Art und Weise, wie man diese teilweise sehr komplexen Stoffe zulässt, inwiefern diese Prozedur so ist, dass man voller Vertrauen auf oder diese Entscheidung entgegensehen kann. Ich für meinen Teil bin da sehr kritisch, bin auch sehr kritisch mit dieser Agentur und möchte wirklich meinen Teil dazu beitragen, dass jeder einzelne Bürger in Europa sich sicher sein kann, dass wenn ein Produkt zugelassen ist, es auf alle möglichen Gefahren hin überprüft worden ist und man sich da wirklich keine Sorgen machen muss.
Dazu bedarf es einer Objektivierung und einer wirklich kohärent funktionierenden Prozedur. Diese Prozeduren sind sehr kompliziert, aber es ist wirklich wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, das zu beleuchten, damit wir nicht das Gefühl haben, dass die Industrie uns bestimmt, welche Produkte zugelassen werden oder nicht. Es geht nicht um die Industrie, es geht um jeden Einzelnen von uns, um das Leben und die Artenvielfalt. Die muss geschützt werden und dementsprechend müssen die Prozeduren auch dementsprechend schützend sein. Und das Vorsorgeprinzip muss voll zur Geltung kommen in diesen Prozeduren. Und das ist die Frage, die wir da beantworten müssen. Ich glaube, du bist mit mir einverstanden, dass es hier eine zusätzliche Aufgabe sein wird, wieder Vertrauen aufzubauen. Ganz genau. Das Vertrauen hat trotzdem durch diese ganze Zulassungsprozedur, die zweifelhaft oder zumindest nicht ganz klar ist oder nicht klar geregelt ist, hat gelitten, das Vertrauen. Es ist unsere Aufgabe, es wird unsere Aufgabe sein, dieses Vertrauen auch wieder aufzubauen. So sehe ich das auch. Vielleicht Zeit, wie gesagt, das lebt als wie immer fort. Wir hätten noch viel lang können darüber diskutieren. Es gibt immer mehr Sujet, da den Transparenz, einerseits Vertrauen, da den wirklich dem Bürger, dem Konsument kann sagen, absolut Europa hat die besten, die höchsten Qualitätsstandards, Sicherheit von Lebensmitteln, könnt ihr euch darauf verlassen. Pascal, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Wie immer bist du immer bereit, sehr gerne gemacht. Den luxemburgischen, auch deinen Zuhörern, deinen Zuschauern besondere Informationen über Europa zu geben. Vielen Dank. Ich lebe leid, merci für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.